Der Whistleblower Adam Quadroni darf in seinem Haus bleiben. Vor ein paar Jahren hat Adam Quadroni das Bündner Baukartell auffliegen lassen. Heute hat der Whistleblower nichts mehr. Seit einem traumatischen Polizeieinsatz im Sommer 2017 ist er arbeitsunfähig. Trotz der Versteigerung von seinem Haus darf er weiter drin wohnen, weil eine Unterstützerin von Quadroni die Liegenschaft aufgekauft hat. Aber wie ist es dazu gekommen, dass er alles verloren hat? Im Frühling 1995 sieht der junge Unterengadiner zum ersten Mal in die Trickkiste der Bauunternehmen in seiner Region. Nämlich, wo sein Vater, der auch Bauunternehmer ist, in eine sogenannte Vorversammlung mitnimmt. Dort sieht er, wie Baufirmen um die Preise von Bauprojekten handeln und Aufträge untereinander zuspielen. Der Trick dabei? Recht simpel. Höher sein. So bekommt die erste Firma ziemlich sicher den Auftrag. Durch solche Preisabsprachen und manipulierte Ausschreibungen werden öffentliche und private Auftraggeber um zig Millionen Franken betrogen. Mitte der 2000er macht der Quadroni als Bauunternehmer selber an etwa 10 von diesen Vorversammlungen mit. Meistens geht er dabei leer aus. Endgültig querstellen tut er sich, wo geplant ist, alle Baufirmen im Unterengadin zusammenzulegen, die aber ihren Namen behalten. Und sie so gegen aussen immer noch nach einem fairen Wettbewerb wirkt. 2004 fängt der Quadroni darum an, lokale Politiker aufs Kartell hinzuweisen. Aber niemand macht etwas. Sein Fazit: die Behörden wissen es und dulden es. Ein Jahr später gründet der mittlerweile 35-Jährige sein eigenes Betonwerk. Das ist der endgültige Bruch mit dem Kartell. 2009 startet er einen weiteren Versuch, Ämter und Politiker auf die Machenschaften aufmerksam zu machen. Aber es wird wieder nichts gemacht. Erst nochmal 3 Jahre später, 2012, kommen seine gesammelten Dokumente zu der Wettbewerbskommission auf Bern. 40 Betriebe werden untersucht. Am Quadroni selber bringt das aber wenig. Im Sommer 2013 meldet er Konkurs an. Er verliert nicht nur sein Geschäft, sondern auch seine Familie. Seine Frau verlässt ihn und nimmt die 3 Töchter mit. In diesem Zusammenhang kommt es auch zu einem Polizeieinsatz, der bis heute dramatische Auswirkungen auf den Quadroni hat. Am 15. Juni 2017 wird er von einem Sonderkommando mit Grenadier verhaftet. Hochrisikoperson eingestuft. Laut dem Anwalt vom Quadroni hat es bis vor dem Polizeieinsatz in den Akten der Polizei aber keinen Hinweis auf häusliche Gewalt gegeben. Der Polizeieinsatz ist juristisch immer noch nicht abgeschlossen. Im Sommer 2018 beendet die Wettbewerbskommission ihre Untersuchungen. Das Ergebnis: alle grossen Baufirmen im Unterengadin haben bei solchen Absprachen mitgemacht und so unzählige Millionen Franken zu viel kassiert. Eine Entschädigung für seine Zivilcourage und das erlittene Unrecht bekommt der Quadroni nicht. Es fehle laut der Bündner Regierung eine rechtliche Grundlage dafür. Heute schuldet der Quadroni Banken, Firmen und Privaten 3,6 Millionen Franken. Dazu kommen noch Ausgaben für Strafverfahren, Gutachten und Anwälte. Darum versteigert das Konkursamt jetzt sein Haus, seine Jagdhütte und weitere Grundstücke.